und immer wieder durch Jesus, durch den Heiligen Geist. Man muss weder gebildet, noch philosophisch, noch irgendetwas sein. Jeder versteht durch den Heiligen Geist, was Gott, der Vater, ihm in seinem Leben möchte sagen. Und so ist die Gemeinschaft untereinander möglich. Für die nicht so regelmäßig bei uns zur Predigt kommen, dort hinten hat es ein Bild, seht ihr das? Das ist ein Bild, wo Hoffnung, Liebe und Glaube gezeichnet ist, und das ist unser Leitbild. Und im Zusammenhang mit dem Leitbild, wir wollen wirklich eine Gemeinde sein, wo man Hoffnung, Liebe und Glaube leben dürfen. Und um das besser zu verstehen, haben wir uns entschieden, eben aus dem ersten Johannesbrief zu lesen. Und wie du schon gesagt hast, Heidi, es ist nicht so ein geläufiger Text. Und ich möchte euch ermutigen, leset mit mir mit. Und ja, wäre auch spannend zu hören, was das ihr über diesen Text würdet predigen, wenn ihr jetzt die Aufgabe hättet. Und ich habe euch etwas mitgebracht. Vielleicht kommt es euch etwa so vor. Ich höre es durcheinander. Keine Ahnung, ob ihr gerade erratet, was ich denn da vorhabe. Vielleicht wäre es euch lieber gewesen, ich hätte es so gemacht. Wäre es Werbung. Aber um die geht es jetzt nicht. Ich habe da so ein Bild mitgenommen, wo man sich fragen kann, was um alles in der Welt soll denn das? Und wenn wir jetzt den Text lesen, da aus dem Johannesbrief, dann hat es vor dran einen Text, wo wir schon Predigten darüber gehört haben, und es hat hinten dran noch Text. Also die heute oder morgen oder in kommender Zeit haben, lesen den Brief einmal an einem Stück. Das hilft schon ganz fest, dass man ein bisschen daraus kommt, was eigentlich gesagt werden. Und ob es wirklich ein Brief ist, da kann man schon mal sagen, halt, stopp. Stimmt gar nicht. Das ist nicht unbedingt ein Brief, sondern es ist eher eine Art, eine poetische Predigt, wo uns da der Johannes aufgeschrieben hat. Es ist eine Predigt, wo die Kerngedanken aus dem Johannesevangelium. Ihr kennt die Evangelisten. Einer davon war eben der Johannes. Der hat im Kapitel 13 bis 17 ganz viele Wahrheiten von Jesus weitergegeben. Und wenn man dort liest, in diesen Kapiteln, dann liest man eigentlich schon das, was wir im Johannesbrief weiter entfaltet überkommen. Darum sagt ja der Johannes auch, eigentlich schreibe ich euch gar nichts Neues. Es gibt keine neue Information. Und das Gefühl von Durcheinander, das ist auch bei uns in der Kleingruppe aufgekommen. Jemand hat gestöhnt am Montag und hat gesagt, der Text, der ist so unlogisch. So unlogisch, also sie kommen nicht raus. Und ich habe ein bisschen geforscht und ihr könnt das gerne auch daheim selber noch nachschauen. Die einen von euch kennen das vielleicht. Es gibt das Bible Project. Ihr könnt Bibelprojekt eingeben im Internet. Ihr könnt Johannesbriefe eingeben und dann findet ihr eine geniale Erklärung für den Johannesbrief. Und dann ihre Einleitung hat mich so gut gedunkt, dass ich euch jetzt versuche, die kurz zusammenzufassen. Aber schauen Sie daheim einmal nach. Es könnte wirklich verwirrend sein. Und es ist für unsere Augen und Ohren, wo sich westliche Texte gewöhnt sind, wie sie in der Zeitung steht oder wie wir Bücher schreiben, ist es wirklich nicht so vertraut. Es ist nicht linear und logisch aufgebaut, sondern es ist eine antike Form von Redekunst. Ich weiss nicht, ob jemand von euch so Rhetorikkurs besucht hat.
Gibt es rhetorisch begabte Leute unter uns? Das kann man lernen. Gibt es bis heute. Aber in der Antike hat es das natürlich auch gegeben. Das war eine grosse Kunst gewesen. Und eine von diesen rhetorischen Kunstgattungen hat eben die rhetorische Ausschmückung geheissen. Das tönt schon sehr blumig, oder? Und das, nach dieser rhetorischen Ausschmückungskunst, ist der Johannesbrief eben geschrieben. Es hat wichtige Kerngedanken, die er da entfaltet. Wahrheit und Liebe. Und um das herum kreiset die Auslegung immer wieder. Darum lesen wir durch den ganzen Johannesbrief immer wieder ähnliche Themen, aber immer wieder den Versuch von einer anderen Seite zu beleuchten. Und in dieser rhetorischen Ausschmückung braucht man noch eine andere Kunst. Und wenn man doch Werbung macht, will etwas verkaufen. Also wenn ihr etwas verkaufen würdet, was würdet ihr dann sagen? Dann würde man doch sagen, das weltbeste Auto. Oder die noch nie dagewesene Küchenmaschine. Also ehrlich gesagt, Teig rühren kann man mit der Kelle von Hand, das spielt nicht so eine Rolle, was das für eine Maschine ist. Aber man braucht die Übertreibung bis heute. Und in dieser rhetorischen Ausschmückungskunst braucht man auch die Übertreibung. Man probiert, möglichst scharfe Kontraste zu bilden. Schwarz und weiß, hell und dunkel, Licht, Finsternis, Liebe und Hass, Gutes und Böses. Das kommt da vor. Und darum wirkt vielleicht auf euch der Text auch auf den ersten Blick unglaublich hart. Und das soll er in dem Sinn, weil er eben mit dieser Kunst geschrieben ist, dass es möglichst scharfe, ganz scharf, nicht so verwaschen, sondern ein klarer Strich, klare Kontraste soll es geben. Und was man vielleicht auch noch wissen muss, dass man den Text einigermaßen verstehen kann, ist, dass da einer schreibt, wo Jesus selber gesehen hat. Stellt euch vor, ihr hättet Jesus selber gesehen mit eigenen Augen und ihr hättet ihn nicht einmal nur gesehen, ihr hättet ihn angelangt, ihr wäret mit ihm unterwegs gewesen. Liebhaftig Leben teilt. Das ist der Johannes. Das hat er können sagen. Er hat ihn gesehen, berührt, kennt und geliebt. Er hat ihn so fest gern gehabt und Jesus hat ihn gern gehabt. Das kann man nachlesen im Johannes 21,20. Und mittlerweile ist der Mann, der Johannes, alt geworden. Und Jesus ist schon gekreuzigt gewesen. Jesus ist schon auferstanden. Und es haben sich Gemeinden gebildet. Pfingsten ist schon vorbei. Als alter Mann hat der Johannes Gemeinden begleitet. Und die Gemeinden, die haben Krisen gehabt. So wie wir heute manchmal auch immer wieder. Und in so eine Krise schreibt er eben den Brief. Und schreibt das für die Leute dort. Eine Gruppe hat die Gemeinde verlassen und hat gesagt, nein, das stimmt nicht. Das ist Kabis, was ihr da lehrt. Jesus ist nicht der Messias, er ist nicht Gottes Sohn. Und sie haben gesagt, hey da, was macht ihr da? Hä? Das glaubt ihr doch nicht. Das kann doch nicht sein. Sie haben gestichelt, sie haben Aufreden gesagt, sie haben die zurückgeblieben sind, wollen richtiggehend davon abbringen, sich auch ihrer neuen Erkenntnis anzuschliessen. Aber der Brief ist an die geschrieben, die treu in der Gemeinde bei Jesus geblieben sind. Und der Brief sollte etwas so wie eine Rückversicherung und eine Ermutigung sein. Bleibt dran, haltet fest an dem Jesus, den ihr gehört habt von Anfang an. Gott ist bei euch, verzweifelt nicht. Das ist die Botschaft. Gott ist Licht und durch Jesus dürfen wir teilhaben an Gottes Liebe und so sollen auch wir weiter im Licht wandeln. Im Licht wandeln, mit der Taschenlampe. Nein, ist natürlich nicht das Licht gemeint, sondern in der Gegenwart von Gott
von Jesus, vom Heiligen Geist. Wir sollen die Gebote von Jesus einhalten. Das ist der Weg, wo uns der Johannes probiert klar zu machen. Das ist schwer. Immer wieder machen wir Fehler. Wir haben es gesungen in dem ersten Lied vor Einsegnung. Wir wollen es gut machen und es gelingt einfach nicht. Immer und immer und immer wieder. Und am Anfang vom Johannesbrief sagt ja das auch der Johannes. Jesus ist gekommen, damit, wenn wir Fehler machen, dass er uns vergibt. Er ist das Sühneopfer ein für allemal. Das Licht durchbricht das Dunkle der Welt. Und wir dürfen jetzt schon mit ihm eben Hoffnung haben. Wenn wir rausschauen in die Welt jetzt, Säbel rasseln überall. Aber wir dürfen unseren Blick hinwenden zu Jesus, der den Sieg schon errungen hat. Jesus will uns in alle Wahrheit lehren. Das steht auch im Johannesevangelium 16,13. Darum sollen wir uns nicht zu fest um das in dem Sinn kümmern und uns mutlos machen lassen und hoffnungslos von all dem, was in der Welt läuft. Oder wir sollen eben auch nicht unsere ganze Energie aufs neue Auto oder auf die neue Küchenmaschine setzen. Auch wenn die Werbung top ist. Das vergeht. Das vergeht. Oder auch irgendein Bankkonto oder ein Titel oder Ansehen der Leute, das vergeht alles. Darum sollen wir nicht die Welt lieben. Die Johannes warnt vor Menschen in diesem Brief, wo wir nicht in unser Leben hineinreden lassen. Wenn sie uns verführen wollen, eben Jesus nicht mehr als den Herr anerkennen oder auch andere Sünden im Leben zu tolerieren. Wenn Jesus nicht der Messias und nicht der Sohn Gottes soll sein. Das sind eben die Antichristen gegen Christus und die Betrüger, wo der Johannes uns warnt. Wer aber die Wahrheit noch kennt und drin bleibt, der ist ein Kind von Gott, wo gerecht handelt und andere liebt. Mit Gottes Hilfe, natürlich. Immer wieder gelingt auch uns das nicht. Aber wir dürfen wissen, Gott, der Vater, liebt uns. Und wenn man doch das jetzt hört mit dieser Auslegung, dass das so eine antike Rednerkunst ist, versteht man vielleicht auch besser, was der Text uns heute Morgen sagen will. Und wirklich, ich will nicht Werbung machen für das Bibelprojekt, aber ich will euch ermutigen, nützt so Hilfsmittel, braucht das und schaut einmal rein. Und wenn wir ihrer Einteilung folgen, ihrer Auslegung, dann sind wir mit dem Text, den wir heute haben, noch im letzten Teil vom grossen Thema Jesus als Licht der Welt. Und in der nächsten Predigt kommt dann das ganze Thema Gottes Liebe. Das ist der Schwerpunkt. Und für die schon da sind, in der zweiten Predigt vom Johannesbrief, da hat uns der Simon ein eindrückliches Bild gebracht. Er hat die schöne Heilsarmee-Uniform angehabt mit so einem hellblauen Militärhemd, für die sich erinnern. Und die einen haben schon von weitem gedacht, hä? Was ist das? Hat der sein Hemd nicht sauber gewaschen? Ja, vielleicht Junggesell oder ich weiß auch nicht, was er gedacht hat. Aber es war der Aufruf. Unser Hemd beim Leben wird immer wieder dreckig. Immer wieder gibt es Flecken oder manchmal ist es nur so ein ganz feiner Schleier. Aber wenn wir es ans Kreuz bringen, dann dürfen wir immer wieder reingewaschen werden und ein weisses Hemd bekommen. Mit Jesus ist die Vergebung da, es ist Hoffnung, es ist seine Liebe und wir haben Zugang durch den Glauben. Das kann ich nur wiederholen, was der Simon gesagt hat. Und dich ermutigen, zu überlegen, wie sieht dein Hemd aus? Braucht es eine Wäsche, eine grundsätzliche, ein Ja zu Jesus? Und wenn du das noch nicht gemacht hast, es ist heute Gnadentag, gib Jesus dein Leben her. Er wäscht es rein. Und die Leute, die der Johannes so als Antichristen anspricht, das sind sehr studierte Leute gewesen. Sehr studierte Philosophen.
Auch da weiss ich kenne nicht alle, die da sind, aber, vielleicht hat es ja einen Philosoph unter uns, jemand, der Philosophie studiert hat. Nicht in dem Fall. Einmal ich bin keine. Aber was ich nachgelesen habe, hat mich sehr spannend gedunkt. Die Leute, die da angesprochen sind als die Antichristen, die sind sicher gewesen, das ist so eine griechische, Erkenntnis und eben Philosophie gewesen. Die Materie ist von Natur aus böse und der Geist gut. Sie haben ganz klar gesagt, Jesus Christus kann nicht ein wahrer Mensch sein. Das geht nicht. Und sie haben, das war nicht nur das einzige Problem gewesen, sondern sie haben für sich in Anspruch genommen, dass sie mehr Erkenntnis haben, dass sie bessere Erkenntnis haben, dass sie erweiterte Erkenntnis haben. Wenn man wirklich Erkenntnis wette, dann muss man sich dieser Gnosis anschliessen. Und gegen das schreibt der Johannes ganz deutlich. Die Irrlehrer, die da angesprochen sind, die haben dem sogenannten Doketismus angehört. Und wenn man Griechisch kann, dann weiß man, dass das eben Schiene bedeutet. Und ist doch spannend. Der Johannes schreibt von Jesus am Licht. Und da die Irrlehrer, die schreiben von dem schienenden Jesus, nicht am wahren Licht. Sie haben behauptet, dass Jesus der reale physische Körper gar nicht war, sondern er hätte nur so eine Geistgestalt gsi. Das ist wirklich das pure Gegenteil von dem, was die Bibel von Anfang an redet. Jesus ist das wahre Licht und in seinem realen Sein ist er auf die Erde gekommen, hat gelebt als ganzer Mensch und ist auch so gestorben. Real am Kreuz für unsere Sünde. Und das ist so zentral, weil die Leute, die er da anschreibt, das sind jüdische Leute gewesen. Und die jüdischen Leute, die sind ganz vertraut gewesen mit dem Opferritus. Also wenn irgendetwas nicht gut war, lesen wir in der Bibel, im Alten Testament, dann gibt es Opferregeln, was das man darbringen kann, dass das wieder gesühnt ist. Das ist für sie völlig klar gewesen. Und dann kommt das, was wir im Hebräerbrief so deutlich lesen. Jesus ist ein für alle Mal gestorben am Kreuz, stellvertretend als vollkommener Opferlamm für alle unsere Sünden, für alles Schlechte auf dieser Erde, ein für alle Mal. Wir müssen nicht mehr opfern. Wir dürfen jeden Tag, jede Minute, jede Stunde dürfen wir aus dieser Gnade leben, dass das Opfer vollbracht ist. Darum ist es so wichtig, dass Jesus wirklich Mensch war, dass er wirklich gestorben ist am Kreuz und dass er auferstanden ist, dass er lebt und dass er wieder wird kommen. Ja, und was heißt jetzt das für unser konkretes Leben? Wäre spannend, wenn wir jetzt austauschen könnten. Was würdet ihr sagen, was ist aus dem heraus wichtig für uns? Mir ist etwas entgegengekommen. Mir ist entgegengekommen, dass es, je nachdem, was für eine Übersetzung dass man liest man zum Beispiel, wer den Sohn hat, wer den Sohn bekennt, hat den Vater, im Vers 23. Oder was ihr von Anfang an gehört habt, bleibt in euch, und wer so bleibt, bleibt auch im Vater und im Sohn, und die Verheißung gilt ewiges Leben. Das Bliebe, das in Jesus sein, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Und die Elbenfelder Übersetzung, die verwendet den Begriff verbunden sein. Und mich hat gedacht, es ist ja auch die Absicht von denen, die neue Genfer Bibelübersetzung übersetzt haben. Ihre Absicht ist, den Text möglichst ursprachengetreu in eine Sprache zu übersetzen, wo wir heute und jetzt reden. Ich weiss nicht, wann ihr das letzte Mal geredet habt, ich möchte in dir sein. Das ist jetzt vielleicht etwas, was uns nicht so im normalen Sprachgebrauch vertraut ist. Aber ihr wisst, einmal, wir haben zum Beispiel so einen Abend für junge Eltern,
wo jemand erzählen konnte, von beziehungsorientierten Kinderbetreuung, wo es darum geht, dass man verbunden ist miteinander. Verbunden sein, in der Beziehung sein, das ist doch ein Wort, das wir überall hören und lesen. Und darum braucht das auch die neue Genfer Übersetzung und versucht so zu sagen, unser Auftrag, unsere Bestimmung, unser Heil, unsere Hoffnung, unsere Liebe ist wirklich drin bestanden, dass wir verbunden sind mit Gott. Und darum habe ich euch das da mitgebracht. Ich habe euch das mitgebracht. Ein Dreieck. Zuoberst Gott Vater. Gott Vater, der von Anbeginn der Zeit die ganze Welt geschaffen hat. Da war. Und nachher der Heilige Geist. Jetzt habe ich gerade gesehen, jetzt ist nochmal irgendeins runtergefallen. Ich brauche noch ein... Ja. Ich habe eben schon heute Morgen auf der Straße, glaube ich, etwas verloren. Und jetzt sehe ich, dass das auch runtergefallen ist. Ich habe heute Morgen auf der Straße Gott verloren. Ja, das kann passieren. Ich bin jetzt gespannt, wer ihn dann findet. Gell? Ich bin gespannt. Ich laufe dann nachher heim und schaue, ob er noch dort ist. So. Ich habe nämlich das Zettel Jesus verloren. Das ist da irgendwie hinten runtergefallen. Jesus Christus. Er ist liebhaft Gott. Er ist der Gott, den man anschauen konnte, den man anlangen konnte, der greifbar war, physisch gegenwärtig. Und der Heilige Geist, der ist gekommen, wo Jesus zurückgegangen ist zum Vater im Himmel, ist gekommen, damit wir in alle Wahrheit gelehrt werden. Und damit das geht, das ist wirklich der Heilige Geist, der in unseren Herzen wirken muss. Dass das Krüsi-Müsi, wo vielleicht manchmal wirklich nicht ganz verständlich ist, immer mehr durch den Heiligen Geist, durch das Lesen vom Wort Gottes, durch Gemeinschaft mit Christen, durch Lobpreis, immer mehr mit Gott verbunden sein. Manchmal geht es schneller, manchmal braucht es einen Moment, manchmal muss man nochmal anfangen. Aber das Ziel ist wirklich, dass wir als Geschöpf Gottes in Verbindung kommen mit dem dreieinigen Gott. Gott Vater, Jesus und Heiliger Geist. Verbunden sein, das ist die Aufgabe von uns Menschen. Und wenn wir vielleicht schon mal gehört haben, das Wort Bekehrung, das ist wirklich das, wenn wir unser Leben dem Gott anvertrauen und uns verbinden mit ihm. In Verbindung mit Gott leben. Das ist das Ziel, das wir als Menschen auf Erde haben. Die Verbindung zu dem Gott, die ist abgebrochen worden im Moment vom Sündenfall. Jeder Mensch hat keine direkte Verbindung mehr zu Gott durch den Sündenfall. Aber Jesus heißt schon ganz am Anfang der Schrift, er ist gekommen, damit er der Schlange am Bösen den Kopf zertritt. Und der Sieg, der ist errungen. Der Sieg ist errungen. Sie hätten zwar noch die Ferse gebissen, heisst es, aber Jesus, er lebt. Er ist auferstanden. Und was schon allein die Ansage ist, Jesus Christus. Das ist etwas wichtig. In der Antike ist Jesus Christus. Wer sich zu Jesus Christus bekennt hat, der hat eigentlich schon eine Aussage gemacht. Auf Hebräisch und Aramäisch bedeutet, Jesus ist der Christus, Jesus Christus. Wer das glaubt und bekennt, hat Gemeinschaft mit ihm.
Und der Heilige Geist, heisst es im Römerbrief, der bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kind sind. Römer 8,16. Und wenn wir das dürfen erleben, wenn der Heilige Geist gewirkt hat, wenn wir das erkennen, dass wir Jesus brauchen und ihn einladen, unser Ich ihm abgeben und nicht mehr unser Ich im Zentrum haben, sondern eben Gott in unser Lebenszentrum hineinkommt, dann dürfen wir erleben, wie wir verbunden sind mit Gott. Und wenn wir diese Verbindung erleben, wenn der Sohn uns eben den Zugang zum Vater frei gemacht hat, dann darf Gott unser Zentrum vom Leben sein. Und durch das entsteht ganz eine neue Grundlage. Wenn ich das begreife, dass ich Gott brauche, dann kommt eine neue Dimension in mein Leben hinein. Dann merke ich eben, ich bin erlösungsbedürftig, ich brauche Gnade von Gott. Und das wiederum hat Auswirkungen auf andere. Wenn ich merke, dass ich Gnade brauche, dass ich Fehler mache, dass ich nicht vollkommen bin, wenn ich das begriffen habe, dann merke ich doch auch, dass auch andere erlösungsbedürftig sind. Dass das, was ich erkannt habe, das soll mich barmherzig machen mit meinem Gegenüber. Dass wir barmherzig, gnädig und liebevoll miteinander sind. Das ist das, was der Johannes in seinem Brief probiert zu sagen. Wir haben eine neue Grundlage. Und wenn ich mit Gott sicher verbunden bin, wenn die Verbindung auch da, wie oft ist doch in unserem Leben passiert das, ich sage irgendetwas, wo ich vielleicht gar nicht unbedingt negativ gemeint habe und beim anderen kommt es extrem negativ vor. Gerade wieder passiert in meinem Leben. Und das Du ist verrückt und findet, nein, sagen wir, geht es eigentlich noch? Ich glaube, niemand von uns kann sagen, dass er das nicht kennt. Aber wenn dann Gott reinkommen kann, wenn wir anerkennen, ich brauche Vergebung und der andere kann mir Vergebung zusprechen, das ist das, was wir von Jugendgruppen gehört haben, von unser Vater, dann kann die Verbindung durch Vergebung wieder hergestellt werden. Beziehung ist wieder möglich. Und ich darf wissen, meine Fehler sind mir vergeben. Weil wenn ich da sündige, dann ist auch die Verbindung zum Vater schwer. Schwer beeinträchtigt bis kaputt. Darum ist einander vergeben außerordentlich zentral. Ohne das gibt es keine Verbindung zum Vater. Wenn ich so sicher in Gott verbunden bin, kann ich auch aus dieser inneren Sicherheit auf andere zugehen und brauche nicht in der Angst zu leben. Gott ist für mich. Er steht zu mir. Er ermöglicht gesunde, echte Beziehungen, die auf Vergebung und Gnade beruhen. So wie Jesus mir begegnet, so wie Jesus uns begegnet, Gott beschrieben im Johannesbrief, so dürfen wir auch anderen begegnen. Das tönt so einfach und so herausfordernd. Wie soll das gehen? Das alles geht nur, wenn eben der Heilige Geist in unserem Leben drin wirkt. Wir können es nicht allein. Wir brauchen Gottes Hilfe. Und das wollen wir doch bekennen. Wir wollen bekennen, dass wir hilfsbedürftig sind, ergänzungsbedürftig, auch einander brauchen, zum unterwegs sein im Glauben. Und ich möchte uns auch ermutigen, lasst uns ehrlich sein.
Lasst uns ehrlich sein und sagen, wenn etwas verletzt hat, wenn etwas nicht gut ist, dass wir es klären können und die Beziehung wiederhergestellt kann sein, damit echte Liebe gedeihen kann. Weil in dieser letzten Stunde, wo wir leben, seht ihr da die letzte Stunde? Das war jetzt ein bisschen eine lange Stunde. He? Seit dieser Zeit, wo der Johannes das geschrieben hat, bis heute, das meint natürlich nicht 60 Minuten, sondern die letzte Stunde bedeutet die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Wiederkommen von Jesus. Und da wollen wir doch zusammen festhalten. Ich möchte die nächste Folie. Ich möchte euch lesen. Lasst uns also durch nichts von der Botschaft abbringen, die ihr von Anfang an gehört habt. Wenn ihr an dem, was ihr von Anfang an gehört habt, festhaltet, werdet ihr mit dem Sohn und dem Vater verbunden bleiben. Und damit erfüllt sich die Zusage, die Jesus Christus uns gemacht hat. Wir haben das ewige Leben. Und im Vers 28, das ist das Entscheidende, meine lieben Kinder. Bleibt in Christus. Und das Bleiben ist eben das Verbundensein mit Gott. Bleibt in Christus. Wenn wir mit ihm verbunden bleiben, werden wir bei seinem Erscheinen voller Zuversicht vor ihn treten können. Wir müssen, wenn er wiederkommt, nicht befürchten, von ihm zurückgewiesen zu werden. Wer mit Jesus lebt, der hat ewiges Leben und muss keine Angst haben vor gar nichts. Auch nicht, wenn der heilige Gott uns zurückkommt und uns wieder begegnet. Wir als Menschen können ohne ihn nicht bestehen. Und zurück zum Vers 20 noch bitte. Euch aber hat der heilig ist, Jesus Christus, seinen Geist gegeben, und durch diese Salbung habt ihr alle die nötige Erkenntnis. Es ist der Heilige Geist, wo jedem von euch die nötige Erkenntnis schenkt, im Wort zu lesen und zu verstehen. Es ist unser Auftrag, das zu erbitten und wirklich durch den Heiligen Geist gesalbt zu sein. Auch das ist ein altes Bild aus dem Alten Testament. Wenn Könige für ihre Bestimmung eingesetzt worden sind, hat man sie mit Öl gesalbt. Und wir sind bestimmt, dass wir durch den Heiligen Geist Gott dürfen immer mehr erkennen und verstehen. Ich möchte euch so fest Mut machen. Überlegt, wie es bei euch aussieht. Gibt es irgendwo einen Knüppel? Hat sich etwas gelöst? Gibt es etwas, das trennt? Das Ziel ist, verbunden zu sein. Immer und immer wieder durch Jesus, durch den Heiligen Geist. Man muss weder gebildet, noch philosophisch, noch irgendetwas sein. Jeder versteht durch den Heiligen Geist, was Gott, der Vater, in seinem Leben möchte sagen. Und so ist Gemeinschaft untereinander möglich. Gott selber helfe uns dazu. Amen.